Altwerk, a der Erzählung von David Bergelson, vorgelehnt von Gustavo Emos. In Esszimmer brennt der rot drapierte elektrische Lamp und warf der kaltliche Winterschein auf die niedrige Teilen von die dunkle Wand und auf die Teppichen. Es klappt in Winkel der größer Stehsäger, wie es klappen a solche Sägers in a Winternacht, bis alle von Stub gehen weg, und sie, die Sägers, bleiben balabos. Die Tieren in Kabinett rein sind offen, und beim Tisch, beim Lamp mit den Rosen Abajur, sitzt einer allein Moishe Grevis, a gewissener Blonder, bei wem en greuer wie alt sind die lang gewachsene Bremen. Ein alter und sehr frommer Jid, wenn seine Berliner Kinder haben nicht lang herausgenommen zu sich von a kleiner Pust gewordener Stadt in Ukraine. Der alte Grevis kann nicht schlafen. Seine Kinder sind weggegangen, ergens auf a Ball und haben ihm gelost, einem allein in der ganzen Wohnung. Früher, eder es wird Tag werden, wollen die Kinder heim nicht kommen. Zurück mit der Schau 3, wenn Moishe Grevis hat abgelehnt Krishme, wenn auslöschendig im Zimmer die Schein, hat mit der Sifts von a frommen Jiden sich gelegt im Bett, is ihm raufgekommen a Gedank, als Berlin, wo gefindt sich schon die dritte Woche, is sehr a größe, noch sehr a sindige und gottlästerndige Stadt. Sie ist geglichen zu Ninve, der Stadt, was hat in die Tag von Joine Hanovi der zornt Gott, und Gott hat sie gewollt Chorev machen und überkehren, wie hat übergekehrt zu Däum. Die Stadt ist a Größe, a Sindige, a so wie in Posek steht, wenn Ninve heuso ihr Gdeule Elohim. Und Ninve ist gewinn a größe Stadt zu Gott, nor es ist nicht da, wer sie soll für ihr Tshuve tun, und es ist a Schad. Ihm hat sich unaufher gedreht in Kopf die Meise mit Joinen. Und es ist gewinn die Rede von Gott zu Joinen, dem Sohn von Amittai, a so zu sagen, steh auf, geh ja weg in Ninve, der Stadt der Größer, und ruf euch auf ihr, wo ihm sehr Schlechtigkeit ist aufgegangen zu mir. Ist aufgestanden Joine, auf zu entläufen kein Tarschisch von Gott, und hat geniedert kein Joffe, wo hat getroffen a Schiff, wo's geht kein Tarschisch. Der alte Grevis ist gelegen a so a längere Zeit mit vermachte Augen und als gesehen vor sich, wie Joine entläuft von Gott auf der Schiff, wo's geht kein Tarschisch. Auf den Jam is a größer Sturm, die Schiff, ot geht sie unter. Alle schreien zu Gott, und nur Joine behält sich aus, verkleibt sich in a weiten Winkel von der Schiff. Legt sich dort weg, sehr eingeheukelt, sehr ummittig und drimmelt. Ot wie's drimmelt jetzt Moishe Grevis. Nur so wie drimmelt wären im Ganzen, hat sich dem alten Grevis nicht eingegeben, ist endlich, noch a Schau liegen, zurück aufgestanden. Hat sich zurück angetan und zurückgemacht lichtig. Jetzt ist gesessen im Kabinett, ungebeugen über der gemordig groben Sefer, an alten und vergelten wie allein. Hat reingeguckt mit zusammengezogenen Augen so, als seine lange, greue Bremen haben unauf heruntergezittert und hat gehalten in ein Sorgen mit Anigen von Perek, Wese Seder Havide, und das ist der Seder von Wiedersorgen. Hat gesummet, wie a Bin, was es rein in a schmalen Ort zwischen zwei Fenster, klappt sich in die Scheiben und kann nicht heraus. Uchshet is wade, und als du wirst sich miswade sein, sollst du gedenken deiner Sind und die Sind von deiner Eltern und von deiner Elterns Eltern bis durch Hamabel und durch Paloge und bis Doim. Worim nicht nur für seine Sind wird der Mensch gestraft, neiert euch für die Sind von aller frierdike Deures, also wie in Posek steht, Hooves ochle. Die Eltern haben gegessen säure Weintrauben und die Zehen von die Kinder seinen eilig. Euphorege hat übergerissen. Zu ihm hat der Gerecht von weiten Korridor etwas am modene Kalupen, wie das Kratzen von a Mäus.
Dennoch hat gehört von Gas, a Gerederei von Menschen, wo's schreien sich freilich durch. A Gesang von jung Leid hat der Herd und a Gelächter von Mädlich. Und der Gelächter ist gewesen a Banachtiker, a neus gelassener und a weiter, wie der Gelächter in uralten Ninve. Grevis hat sich über sein Sefer noch mehr eingebeugen und hat noch mit mehr Frumkeit ungeheuben Schummen, Vesele schoin Sefer Charedim, und azoi sagt der Sefer Charedim, Hoilem Yam Soyer, die Welt ist a stürmischer Jam, Ha-Chaim Teilofer, das Leben ist a Häufen Erd beim Breg von Jam, Ich schoi med al Hateil, der Mensch steht auf dem Häufen, und über ihm hängt der Bäum von Leben. Darf der Mensch sich stark anhalten an die Zweigen, worin as nicht kon Chalile a bloß ton der größer Wind, azoi wie in Posek steht, vehine, und nun, Ruach gdoile vechazocke, a größer und a starker Wind, mefarik horim, warft Berg und kehrt über Felsen. Moishe Grevis hat sich a Schockel gegeben, geton a Sifts und hat sich vertracht wegen Russland und wegen dem Wind, welcher hat dort schon a Bloß gegeben. A größer und starker Wind, warft von an der Berg und kehrt über Felsen. Hat sich der Mond in sein kleiner Stadt auf Ukraine, a so wie sie hat ausgesehen früher. Eider es hat a Bloß geton der größer Wind, a so wie man hat in ihr gelebt, lange Jahren in Scholem mit die ortige arme Leid, und wie a so die Stadt set ois itzt, a Stadt on Shabbosim, mit epes naja Jontoivim, on Chassanes und on Klezmer. Hat erklär gegeben, wie a so sie steht dort itzt inmitten der Nacht, und ihm hat Bank geton. Verwuss men is sich von ihr voneinander gelaufen, einzig weiß, und verwuss me hat sie nicht Matzel gewähnt mit Tschuveton, mit Fasten Tanesim, mit Zedoke und überhaupt mit Teure lernen. A so wie in Posek steht, Etz Chaim hi la Machazikim bo. A Bäum von Leben is die Teure zu jene, wo's halten sich in ihr an. Ihm hat Bank getan sein Meuer dort in Stadt. Ein altmodischer, zweigorndiger und weiß gekalchter Meuer. Ruft a reus a Bänkschaft zu der Schutz, was hat ihm Grevissen alle Jahren gegeben und zu der Parnosse, mit welcher hat ihm alle Jahren besorgt. Jetzt hat schon mit a modner Klarkeit gesehen vor sich die ganze Stadt und überhaupt dem viereckigen, schlecht brutierten Mark. Links im Winkel steht dort sein Meuer. Sachakel mit 3-4 Häuser weiter, in schmalen Gessel, gefindt sich die alte, gemäuerte Gleus. Ständig, als man darf sich dort stellen zu Momed, wart man zu, a Kapelle, und man schickt a Jingel. Geh, sag Reb Moischen, als man wart auf ihm mit den Davenen. Von unten sind bei ihm in Meuer gewinn Kromen, 6 Kromen, mit eiserne Prentes bei die Tieren und bei die Fenster, und von oben hat in 6 Zimmern gewohnt Grevis. Und direkt pflegen ihm dort die Krämer a reintragen alle Rosh Chodesh, Punkt alle Rosh Chodesh, in dem Tag, wenn man geht davenen und man lehnt in der Teure, und man sagt das Sach in Sider. Die Krämer bei ihm in Meuer sind alle gewinn frumme Jiden, gekäuft auf Nemones, verkäuft auf Nemones, und die Schires, wo sie pflegen im Zollen pinktlich in Rosh Chodesh, wenn man sagt das Sach in Sider und man lehnt in der Teure, sind darüber gewinn bei ihm sehr angelegt, wie Schmiere, wie heilige Schires, wie etwas aber besondere Matone, zugeschickt von Gott zu ihm, Moshe Grevis, für sein Frömmkeit. Und ständig pflegt sich im Wellen von Ot die Schires geben Zedoke. Nicht kein Sach, nur doch a bissele, und der Pfarr ist in sein Haus gewinn ständig still. Hat gekonnt sitzen und lernen mit der Sicherheit, als Gott hat ihm lieb. Ob nicht stark, ist doch a Stickel Choshev. Gott weiß, wer ist Moshe Grevis. Nur nachdem ist in sein Haus geschehen a schlechte Sach, a Sind, wegen welcher es tracht oft bloß Moshe Grevis allein, und von Dienst mal an, Moshe Grevis beigt sich an niedriger zum Sefer,
Kehrt sich zu jene Schures, leben welche ist früher geblieben stehen. Der Riemech darf sich der Mensch stark anhalten in die Zweigen, worin es nicht kon Cholile, a bloß dann der größer Wind, a so wie in Posseg steht. Moshe Grief ist chasert über etliche Mal die letzte Wörter, ve Ruach gdoile ve Chazoke, a größer und starker Wind, warft von an der Berg und kehrt über Felsen, zieht starker zusammen die Augen, grobt sich tiefer in die Wörter, nur die schlechte Sach, was hat getroffen in sein Haus, lässt ihm nicht ab. Die schlechte Sach gedenkt sich. Moshe Grevis, hat schon Dienstmal gehabt Chassene gemacht, alle seine Töchter in die weite, große Stadt. Hat gehabt Leuter Töchter. Sein erster Weib ist schon gewinn gestorben, gelebt hat einer allein in die stille 6 Zimmern, gehabt Parnosse von die verdungene 6 Krommen, was mit die eiserne Prentes, und von der 9. Kleus hat man ihm alle Frühmorgen geschickt ansagen. Reb Moshe, man stellt sich schon zum Mohammed, Reb Moshe. Bloß seine reiche ausgegebene Töchter pflegen dann kommen zu seiner Mutter auf Keveroves, und als sie pflegen herabkommen, pflegen sie verbleiben bei ihm a Stigl Zeit. Bei jedem Mittag haben sie zugeguckt, wie der Vaterseherer, was sitzt und lernt, ist bei sich in Stadt, bei sich in der Heim geblieben einer allein und ist neber elend, sehr elend. Gedenkt Moshe Grevis, wie sein mittelste Tochter hat Dienstmal angeschrieben wegen seiner Elendkeit sein ältere Tochter, und wie die ältere Tochter hat ihm noch dem geschrieben, als wenn sie hat gelehnt den Brief von der mittelste Tochter, hat sie geweint, stark geweint. Die ältere Tochter ist dann von ihr Heim ergens abgefahren. Und gucken vor ihm Emetsen ist sie abgefahren. Dennoch ist sie plötzlich zu ihm herabgekommen, etwas glatt so herabgekommen, hat kein Zeit von Kever Oves ist Dienstmal nicht gewähnt. Sie ist abgesessen bei ihm a Woche 3 und ist wieder weggefahren. Aponem wieder Emetsen angucken vor ihm. Sie hat ihm Dienstmal herausgerufen durch a Depeche ergens wohin auf a fremden Vauxhall, und der Sof ist gewähnt, als Tacke auf jenem Vauxhall hat man gestellt a Gruppe, und bei ihm in Haus, in die stille Zimmern über die Krommen, wo's haben eiserne Prentes, ist Dienstmal zugekommen a neuer stiller Mensch, a Freu von a Jahr etliche und 40, a gewesene Freu von etwas sehr gerottenem, jung gestorbenem Jachsen, kimat a Freu von a gewesenem guten Jiden, a so hat man gesagt, Ziefsche hat sich nur a so gedacht. Gedenkt Moshe Grevis, die Freu is sehr schweigendig a Pamelache, sie verspricht darum sich a besonderen kaltlichen Reach, ihr eigenem kaltlichen Reach, sie schmiert auf bei Nacht ihr Ponem von besonderes Leuklich, und euch ot die Leuklich sinnen wie kalte. Sie killen ihr Ponem, sie killen ihre Bewegungen, sie killen herum ihr die Luft. Sie verkämmt sich so, als ihr schwerer Peruk seht ois wie eigene Haar. Sie zählt zu viel ois der Dienst jeden Groschen, und allein ist sie a bissl a kurzsichtige. Ständig, wenn man setzt sich zum Tisch essen, ist sie angetan in a warmer Schal. Ihr ist wie kaltlich. Sie tragt zu ihr silbernem Löffel sehr neunt zu ihre Augen und beguckt ihm von alle Seiten, wie gleich sie wollte haben in ihm a Simen, und der silberne Löffel ist ihrer ein eigener. Sie hat ihm gebracht mit sich von der Heim, mit dem silbernem Löffel hat sie noch gegessen, aponem, wenn sie es noch gewähnt zusammen mit ihr ersten Mann. Und von unheb hat man bei Grevis in den Stub sich gemacht gleich, wie man bemerkt es nicht. Ot das, was sie sitzt beim Tisch, an eingehüllte in ihr Schal, und wo sie beguckt dort mit kurzsichtige Augen ihr eigenem silbernem Löffel. No, nachdem hat man das ungeheuben zu bemerken. Früher hat auf ungeheuben zu werfen a seitigen Blick Moshe Grevis allein. Ot azoi, bis sitzt beim Tisch, und guckt plötzlich mal raus von sein Sefer und seht, wie sie beguckt ihr silbernem Löffel. Und nachdem
hat das euch angehäuben nicht zu gefallen seiner ausgegebene Töchter, was kommen oft darauf zu sehr gestorbener Mutter auf Kever Oves. Die Töchter haben gefunden, als sie es etwas nicht jene, was man hat gemeint. Sie haben gesagt, sie ist etwas a kaltlicher, etwas a Fremde, a modne Pamelache is sie. Ja, hat der Rauf geantwortet, Moshe Grevis, Danke, sehr a Pamelache is sie. Und außerdem haben gesagt die Töchter, etwas der dosiger silberner Löffel ihrer, Danke, ist geworden zufrieden, was die Töchter versporen ihm mit ein Wort sehr viel Red, etwas Danke der dosiger Löffel ihrer. Die Töchter haben dann etliche Tage sich geschäptet zwischen sich und haben endlich bei ihm, dem Vatersären, gefragt, was wird man sie da halten, als sie kann sich nicht einleben? Was? Tate? Man wollte sie öfter gar bedarft abschicken nach Heim. Und densmal hat sich auch ausgewiesen, als es tacker sei, als hat nicht gegen dem gar nicht. Richtig, hat gesagt, was wird man sie da halten? Als sie ist etwas am Modne, sie kann sich nicht einleben. Und in jener Tag, gedenkt ist gesessen und gelernt. Die Töchter haben demol die Frau ergens abgeführt, sich ergens verlost mit ihr auf Menschen, sie abgeget durch a Scheliach. Sie haben sie ergens übergelost, und als sie sind gekommen zurück schon ohne ihr, haben sie erzählt. Weinen hat sie nicht geweint. Sie ist etwas a kaltlicher. Etwas, wie man wollt ihr eingegeben, Schlafgetrank. Weinen upon ihm kann sie nicht. Sie ist a Mensch. Nur Rachmones ist nebach auf ihr gewinn sehr größer. Als och und weh ist zu ihr. Sie hat auf der ganzen Welt keinem nicht. Es hat ausgerissen das Herz. Demolt hat Moshe Grevis gefragt, nu, und Michile? Michile hat man bei ihr ausgenommen. Es hat sich ausgewiesen, nein. Hört nur am Meise. Wegen Ausnehmen bei ihrer Michile ist gar kein Reden nicht gewesen. Es ist etwas gar wie Aus von dem Kopf. Ei, hat dann Moshe Grevis bedeuert. A Schod, a größer Schod. Wie vergesst man das als a Sach? Was heißt Michile? Immer hat sich alles gedenkt, seiner Töchters Wörter. Weinen hat sie nicht geweint. Sie ist etwas a kaltlicher. Nur a Rachmones ist gewesen auf ihr, sehr a größer. Es hat ausgerissen das Herz. Und Punkt von Demolt an, Punkt Demolt, hat sich angehäuben die Milchome. Es ist gekommen die Revolution, es hat a Blos gegeben der größer Wind, was warft von an der Berg und kehrt über Felsen. Im Moshe Grevissen ist wieviel Mal raufgekommen auf den Sinnen, als es ist a größer Sinn. Hat alles gedenkt. Die Frau wollt man bedarf aufsuchen. Ob sie lebt, darf man sie vergittigen mit Geld. Ob sie ist gestorben, darf man beten Mechile bei ihr auf den Käfer. Und öfter darf man euch auf den Käfer von ihr ersten Mann beten Mechile. Nur von der Frau hat man mehr nicht gehört. Sie ist verschwunden, wie in Jammerein. Und der Emes ist, als Moshe Grevis, hat nur geklärt wegen vergittigen sie oder wegen Betten bei ihr Mechile. Aufsuchen sie hat gar nicht getan. Und der größere Wind hat derweil geblasen, voneinander geworfen als mehr Berg, übergekehrt als mehr Felsen, und keiner weiß nicht, dass sein Sinn ist derweil gewachsen und als in dem allem ist schuldig Moshe Grevis. Mit sein Sinn a gegen jener Jidene, was ist etwas a kaltlicher und kann nicht weinen. Vor ihm über dem Geschrei von einer Mädel hat Gott einmal Liebe gekehrt zu ihm. A so wie in Posseg steht, Rade nove Ehre, ich will niederen und sehen.
Hakza kosse haboi lai josse. Ob wie der Geschrei von jener Mädel haben sie getan. Moische Greves beigt sich Hals nennt er zu seinen alten, gemordig groben und vergelten Seifer. Schummet wie bin. Uch scheis choret. Und als ein Mensch wird Charotte haben auf seine Sind, Jizker, soll gedenken, als auf alle Sind ist Gott Meuchel. Neiert nicht auf die Sind, wo sein Mensch sündigt dagegen dem Zweiten, worin so steht geschrieben, Ufogu enoish beenoish ist die Teitsch, und als sie wollen machen abgam ein Mensch dem anderen, Ufogu bemalchusi, wollen sie machen abgam in mein Welt, veerois moise dosehe, und ich will voneinander schocklen ihre Fundamenten wie Tipoil, und die Welt wird voneinander fallen von sich, wie ein Wald, mit feule Wurzeln, so wie in Posseg steht, Vetirash Horetz, und die Erd hat ungeheuben Zittern, ki choreloi, weil es hat ihm verdrossen. Jetzt ist schon sehr spät bei Nacht. Die Lampen in die Zimmern sind schon zurück ausgeloschen, und nur der größere Stehsäger in Esszimmer klappt noch als, wie es klappen an solche Sägers, wenn alle von der Wohnung gehen weg. Der alte Greves liegt schon wieder im Bett, nur entschlafen werden kann nicht. Ihm tut Bank sein kleine Stadt in Ukraine, und überhaupt tut ihm Bank sein altmodischer, zweigorniger Mäuer, was in Eck mag, nicht weit von dem schmalen Gessel, wo es gefindt sich die große Kleus. Gedenkt, wie so sein Stadt hat ausgesehen amol und wie so sie es aus jetzt. Und ihm is Schad, a größer Schad. Gewinn bedarf Teuf suchen jene Jidene und vergittigen mit Geld, oder öfter is sie schon gestorben. Gewinn bedarf betten Mechile auf ihr Käfer und auf dem Käfer von ihr ersten Mann. Nur Moishe Greves, hat das nicht getan. Hat verspätigt. Der alte Greves liegt mit vermachter Augen im Bett. Und ein Gefühl ist bei ihm so, wie gleich nur bestimmt nur hat gebracht dazu, als in sein Land soll bloß geben der größere Wind, und allein ist von dort entlaufen von sein Sinn, entlaufen von Gott, wie Joine ist einmal entlaufen von Gott, Kind Tarschisch. Liegt mit vermachten Augen und stellt sich vor, wie so auf den Jam ist größer Sturm, die Schiff, Ot geht sie unter, alle schreien zu Gott, und nur Joine behält sich aus, verkleibt sich in einem weiten Winkel von der Schiff und liegt dort mit vermachten Augen, sehr eingehäukert, sehr unmittig, Punkt wie es liegt jetzt da im Bett der entlaufene alter Greves. In draußen ist schon greuer Tag, nur Greves schlaft nicht, und seine Kinder sind noch allzu heimlich gekommen. Über die 9. feuchte Gassen, was von jener Seite verhungene Fenster, laufen die erste vollgepackte, verdogig beleuchtete Tramweien, sehr vorbei augenblicker Gepilder ist voll mit jungen Chischek, abzuträßeln von sich die Feurigkeit von bei Nacht. Sie sind vollgepackt mit Arbeiter und Angestellte, was eilen mit sehr letzter Verschlaffenkeit zu einem neuen Tag von Arbeit. Es hören sich von die Trottoiren schwere, gekoverte Tritt von spannendigen Menschen. Geht's von weit, von verräucherte Plätze, wo's inmitten der Stadt und äußer der Stadt, ruft sie zu sich, der langer, monendicker Pfeif von die lanternendick beleuchtene, siedewdicke Fabriken. Die Tritt werden dort mit jedem Augenblick als mehr wachedig, als mehr eilefdig. Es glitschen sich hin und zurück, wie in groß Happenisch, die überfüllte Autobussen. Wie mit frisch ausgeschlafener beneiter Kraft klappt in der Heich die ausgeruhte mächtige Stadtbahn. Moishe Greves Herz sich ein in Ort die alle klangen. Schließt alle Weile starker die Augen, auf von schlafen zu werden und tracht, als die Stadt ist a Größe, a Sindike, sie ist geglichen zu Ninve, a so wie in Posseg steht, und Ninve ist gewinn a größe Stadt vor Gott.
Nor es ist nicht so wer es soll verirrt Schuveton. Greves tut Bank, was ot die größe Stadt wird untergehen, Punkt wie es tut im Bank, sein kleine Stadt mit sein Mäuer, dort auf Ukraine, und Punkt wie es tut im Bank sein Sind, was ist begangen gegen jener kaltlicher Freu, was kann nicht weinen, und das ist Ärger von Alts. Ärger von Alts ist der Gewehn von a Stummen. In Kopf dreht sich ihm unaufhör, und es ist gewähnt die Red von Gott zu Joinen, dem Sohn von Amittai, und Joine ist entlaufen von Gott, Joine ist gelegen behalten in Neck von der Schiff, Ort wie es liegt jetzt Moishe Greves.